Wenn du Musel denken, da kommen wir direkt 3 Bilder an den Kopf. Wein, Fisch und Marie Astrid. Ich meine, ich war als Kanndenker mit der Schule auf der Marie Astrid. Mit der Schule schon ein gut 20 Jahre hier. Und da bin ich nicht mega froh, heute Menker mitfahren zu können. Aber wir sind gerade noch weg von Rheims bis auf Schengen. Während 12 Jahren habe ich all Chaos meinen Pass weisen, wenn ich zwischen Lützeburg und London hin und her geflogen bin. Und da geht wirklich bewusst, was für Freiheiten der Schengener Akkord mit sich bringt. Zu Lützeburg gibt immens viel Sommer für Megiers. Mir sich wäre es auch viel mehr flott, mal mehr oft einen lokalen Fisch zu servieren. Ich mache da wenn's heute einen Appetizer mit geräucherter Frall. Für mein Panischer brauche ich unter anderem geräuchert Frallefileten, Creme fraiche, einen Apfel und Kapern. Ich fange mit meinem Panestich an und da wird der Notfachs dran angewickelt. Und das ist ein ganz klassischer, einfacher Panestich. Und dafür brauche ich ein Ei, ein bisschen Mehl, Milch und geschmolzene Butter. Und das ist ein geherzten Tisch, da kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Und da gehen auch noch ein bisschen gehackte Bratzeln dabei, weil das passt ganz gut bei den Fisch. Okay, also kann ich sie ausbacken. Ich gehe einfach ganz ein bisschen Öl in den Pan. Und da brauchen sie ungefähr 2 Minuten auf der einen Seite, bis auf den Renner Brung sehen. Wir gehen am Ganzen nur 2 Panischer, also das ist nicht ganz viel Tisch. Ich probiere zu flippen. Okay, und dann drehe ich mein Panisch. Ich probiere das mal ganz schön. Und das gang, ohne dass ich mich zu viel versaute. Also auf dieser Seite brauche ich ein Minütchen. So, und die können kurz aufkühlen, während ich mein Fachs mache. Los zu meinem Fisch. Also heute noch geräuchert Frall von Lützeburg. Und sie sind zwar filetiert, mit soll ihn aber immer für sich selber checken, weil Heinz du kann ein Spranz dran sehen. Und die heißen richtig schön. Die schneiden ich nur grob Stecker und da kommen sie an den Mixer. Du könnt noch ein bisschen Creme fraiche dabei. Ein gehackte Schallot, ein bisschen Zitronenjus und Salz und Pfeffer. Und das kann dann zu einer Farce gemischt gehen. Das ist nur ein bisschen so wie Pâté. Das kann ich noch in eine Schüssel füllen. So, und du kannst noch einen halben gerappten Apfel dabei. Und dann halte ich die Hände nicht, für nur kurz für uns servieren, den Apfel drüber zu machen, für zu dekorieren. Und da kann ich meinen Panisch auch schon füllen. Streichen einfach ein bisschen Farce drauf. Den ganzen Panisch verdeelt. Das ist wirklich ein flotter Apéro, der heute, den sich immens einfach am Voraus präparieren lässt. Aber wenn ich wählt, kann den natürlich auch Saumon fumé holen. So, und da kann ich schon abrollen. Und die kommen für 6 Stunden an den Frigo, für das sie gut fest sind. Und dann, für Servieren, schneiden ich so Scheiben und mache noch ein bisschen gerappten Apfel und ein paar Kapern drauf. Und dann ist mein Fischappetizer schon fertig.
Ich esse ja immens gern Fisch. Während mein ganzes Leben sind ich noch nie Fische gegangen. Aber ich rausgefunden, dass Giovanni vom Mastercook ein passionierter Fischer ist, bin ich mal gedacht, okay, hier ist Gelegenheit. Ich gehe mit den Fischen. Oh, nee. Oh, nee, pardon. Nee, ich bin voll Angst vor Morden. Und die bewegen sich auch so. Die machen so. Ich bin das gar nicht gern. Ich meine, du nicht. Ja, ich meine, den hast du schwer. Wow. Den hast du ein bisschen wie dick. Den hast du dick, den du. Ja. Nein, Mann. Oh, du hast noch Mut drin. Ja, das ist ja klar. Oh. Das ist irgendwie, ich habe meinen Fischen als Relax So, mehr. voilà. Hey, lass du auch schon ein du. Meinst du? Ich meine nicht schwer. Ich meine aber das. Gib mal ab. Heißt also ein du. Heißt voilà. Ich meine, Setz den zurück. ich setze eine Frau. Na ja. Schwann! Ich habe den Giovanni schon gekriegt. So, ich meine, das ist ein du. Oh, So. das ist ein Ruder. Das ist aber Hautchance mit Ruder. Zack, voilà, super. Oh, meine Fischen Stich heute noch. Oh, meine Hündchen erwischt. Dann hast du aber einen dicken Fisch. Ja. Ich meine, Mund da genug, ha? Ja, hat man da schon genug. Alle ab. Arme ran. Oh, nee. Fisch über Bord. Kommt. Voilà. Ei. Ja, gut viel kriegt, ha? So, an also die Fische, die wir gefangen haben. An nehmen wir sie Brot, dann muss man sie präparieren, aber trotzdem auch noch ausputzen. Ne? Ja, das alles Dann rauskommt. ausputzen, alles rausgehen. Da tue ich mir Höhlen hin, dann machen wir den Bauch ab. So, mal anfangen wir durch. Alle da selbst, da gebe ich Handschuhe benutzt. Du hast das nicht aus, und dann schuppen wir sie. Ah, ja, okay, Wir sind noch schuppen, das ist nicht angenehm. Das kann ich nicht mal durch. Das ist aber Ja, nicht aber angenehm. lieber nicht. Ja. Wenn ihr Fritte, also immer, dann den Kopf einfach durchlässt. Ne? Okay. Ihr seid auch viel besser Aber noch aus. Flosse bleiben drin. Flossen bleiben noch drin, ihr seid besser aus bei der Präsentation. Einmal mit frischem Wasser aufgewaschen. Schön. So, Super. da dann der Fritte ist nicht unbedingt gerne Wasser so sind, Also, machen wir du dann können wir durch auf. Okay. Schön proper verbannen. Das Tisch hat Ja, so viel an der ja, Fritte ja, ja. ist. So, voilà. Und den da ist well bereit für Super. zu würzen. Ne? Du hast heute eine Mischung Da gemacht. ist ein bisschen gemacht. Was hast du dran? Du hast Salz dran, du hast weißen Pfeffer dran, schwarzen Pfeffer, ein bisschen Paprika. Okay. Mei, und ich mache noch gerne einen bisschen einen indischen Touch. Ah ja, Das das sind ja mal heißt, gespannt. Ja? Ich habe Garam Masala, das ist Aha. eine Gewürzmischung, eine Curry-Gewürzmischung aus Indien. Und Kurkuma. Das ist ganz gelbe Puder und das gibt ihm dann noch vielleicht ein schön gelbe Farbe. Da habe ich etwas verraten. Was dann? Der Kurkuma, Ja. den benutzen wir auch für ein Futter zu machen, für Fischen zu Wirklich? Hallo. Das Fischen dadurch immens gerne. Ah, wirklich? Ja. Ja. Super. Zum Beispiel für die Röder zu fangen. Du könnt gerne Kurkuma. Ja, mega. So. Voilà. Ich gehe dir an einer Schüssel ein paar Fisch, da kannst du die würzen. So, voilà. Dann sind wir am Anfang fertig für an den Wok zu machen. Okay. Ne? So Und lang. du gesagt, schon super aus. Rutschelt ja schon. Voilà. Aber wie lange brauchen Sie noch? Ah ja, bis du fängt Blusen zu kriegen. Und da so rutschelt, da heißt, dass noch viel Flüssigkeit am Fisch. Ah, Und dann okay. lässt du den einfach noch ein bisschen. Aha. Na komm. Voilà. Ei. Ein bisschen auf Kischpapier, dass der Rest Fett noch ein bisschen kann absorbieren. Voilà. Super. Und dann können wir Ding noch fertig machen und dann können wir essen. Voilà. Eng Tradition, die für mich einfach nicht wasch zu denken ist, als Waffelscher mit der Boma zu machen. Also die klein geholte Kischelscher sind einfach ein Stück Lützeburg für mich. Aber ich gebe mir heute einen kleinen Twist. Für meinen Waffelscher brauche ich Butter, Zucker, Eier und Mehl. Und ich will auch noch schwarze Sesam für dran. Ein Waffelschuss ist wirklich mega einfach, weil es benutzt immer dieselbe Quantität Butter, Zucker und Mehl.
Ich will mal als erstes 2 Eier. Und die mischen ich dann mit 85 Gramm von den anderen Ingredienten. Und mein kleines Secret Ingredients sind schwarze Sesamkerne. Und das habe ich in Thailand gesehen, wo sie Waffelchen gemacht haben. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil das ganz schön und schmeckt auch noch ganz extra dabei. So, und die brauche ich nur eine halbe Stunde zu rasten und da kann ich meine Waffelchen machen. Der Tisch hat nur eine halbe Stunde Zeit für zu rasten und dann ist er ein bisschen mehr fest. Dann kann ich ihn ausbacken. Ich butter also ich noch meine Form ganz leicht, wie das nicht passen bleiben. Und da gebe ich ein kleines Löffelchen Tisch an mit. Nicht so viel, weil ich will nicht die ganze Surface voll holen, weil meine Fortune Cookies, die sollen nur relativ klein sein. Okay, also muss es relativ sehr gehen, weil die Waffelchen, die bricht, wenn sie aufkillt. Okay, einfach umklappen und dann ein bisschen so machen, wie ein Tortellini. Und dann sehr meine Muffinform. Und ich weiß nicht, wie alle Gott meine Bomen das gemacht haben, sich nicht alles fangen zu verbrennen. Aber ich schon meinen eigenen Trick entdeckt. Und zwar wickeln ich mal so einfach mit Aluminiumpapier an. Ja, das sieht relativ komisch aus. Aber das Hitze beständig. Okay, bei der nächsten wird es nicht so weh tun. Und ich habe einfach Massage für meine Fortune Cookies im Internet rausgedrückt. Und die Leute sehen zum Beispiel, I love you more than wine. Das ist gut. Könnt ihr natürlich doch selber machen, dann personalisiert da. So. Hopp. Hopp. Und ich setze Salkes an eine Muffinform, für das sie können Dorner aufkillen und dann halten sie ihre Form ganz gut. Weil auch nicht, was sie nach warm sind, da geben sie einfach ein Glas gehen. Guck, die dort noch ein bisschen warm, die geht los schon los. Schluss die aufkillen. So, und das wäre für mein Fortune Cookie Waffelchen. Ich bin mal gespannt zu sehen, wie wir Massage kriegt. So, aber das war drauf was.